Und schon geht's weiter in der Buu-Saga. Anscheinend kann Vegeta Majin Buu vernichten, indem er sich selbst opfert, um Buu in die Luft zu jagen. Naja, eben auch nur anscheinend. Die Fragmente von Buu fügen sich jedoch wieder zusammen und werden dann... Was? Diese Fragmente? Mann, wenn schon die Zellen... Menschenskind, ey. Babidi wird auch wieder belebt und zusammen brecht sie auf, um alle Erdlinge zu töten. Oh, Scheibenkleister. Piccolo, der sich an den letzten Rest Hoffnung klammert, nimmt Goten und Schwanks mit und bricht auf in Gottes Versteck. Mann, ist das immer langsam, ey. Wir müssen schneller, hopp hopp, komm schon, dämlicher Text, jetzt kann ich das nicht scrollen. Oh, ist wieder vorbei. Sorry. Hier noch ein paar Anime-Szenen, wie sich Vegeta von Trunks verabschieden, dann noch die ganze Gruppe und alles schön und gut. Oder auch nicht. Weil wie gesagt, Vegeta ist tot, Goku ist immer noch K.O. offenbar und Babidi und Buu sind eben noch munter. Das ist ein kleines Problem. Bin mal gespannt, wen steuere ich jetzt? Okay, Piccolo, ja. Mal kurz gucken, davon hätte ich einen Dragon Ball. Könnte ich gleich, wenn ich sowieso schon auf der Suche bin, nach dem nächsten Zielort bzw. nach dem nächsten Gegner, könnte ich doch gleich mal schauen, ob ich den Dragon Ball gleich mitnehmen kann. Was ist denn hier los? Oh nein, ist ein Wettkampf. Was? Moment mal schnell. Wieso ist die Stadt immer noch zerstört? Leute, das ist doch die Insel, wo damals C19 und Dr. Gero angegriffen haben. Hä? Aber das ist 7 Jahre her. Die haben die Stadt immer noch nicht aufgeräumt? Meine Fresse, sind die lahm. Na egal. Unser Problem soll das ja nicht sein. Mann, ey. Den Dragon Ball da. Ich hab keinen Bock. Hol ich halt mal den nächsten. Wieso guckt das schon wieder so? Meine Güte, ist das wirklich Fraps oder was? Hier kann ich den einfach mitnehmen. Ja, 4 Sterne Dragon Ball sogar. Ist doch geil. Gokus Lieblings-Dragon Ball gleich eingesackt. So, jetzt aber genug. Weiter geht's mit dem Kampf. Dem Kampf der Kämpfe. Obwohl, jetzt habe ich ja das Gefühl, dass jetzt das Training von Goten und Schwanks, beziehungsweise das Training der Fusion ansteht. Bin ich gleich da? Jo, bin gleich da. Und ja, genau, zum Quittenturm, beziehungsweise zu Gottes Platz natürlich. Hä, wieso kann man beginnen? Hä? Okay, zurück im Tempel erscheint Goku, Piccolo und den anderen. Er lehrt Goten und Schwanks die Fusion. Ja, so geht's natürlich auch. In der Zwischenzeit wird Kibito mit den Dragon Balls wieder zum Leben erweckt. Gut, er heilt den beinahe toten Kaioshin und findet Gohan, der fast tot ist. Mann, hey, wie oft haben wir jetzt schon in diesem Spiel das Wort tot gelesen? Er bringt ihn in Kaioshins Welt und dabei dachte ich eigentlich immer, dass nach der aktuellsten Zensierung und so, dass er eigentlich überall das Wort tot durch besiegt, entführt oder was auch immer ersetzt wird. Ach nee, Moment mal, das war nur bei den Animes so. Zur gleichen Zeit schickt Babidi eine telepathische Nachricht an die Völker der Erde. Er befiehlt ihm Informationen über Goten, Schwanks und Piccolo zu geben. Als Warnung lässt der Buu die Leute an der Stadt in Süßigkeiten verwandeln und essen. Ja, guten Appetit auch, wa? Die Erdlinge haben noch 5 Tage. Oh, verdammt. Gohan wird in Kaioshins Welt wiederbelebt. Er hört von einem legendären Z-Schwert, das noch nie bewegt werden konnte. Er versucht, das Schwert zu nehmen und ist letztendlich erfolgreich, nachdem er sich in einen Super Saiyajin verwandelt. Daraufhin beginnt er mit dem Training. Ja, wie viel wollt ihr uns jetzt noch erzählen? Mann, ich will fighten! Während Goten und Schwanks ein spezielles Fusionstraining machen, erhalten sie eine telepathische Nachricht von Babidi, die lautet, dass die westliche Hauptstadt sofort zerstört wird, wenn sie sich nicht zeigen. Da geht es also gleich mit dem Kampf zwischen Buu und Goku weiter. Goku wird darüber informiert, dass sie die Dragon Balls nicht mehr erfinden können, wenn das Drachenradar bei der Capsule Corporation verloren geht. Um Zeit zu schinden, während Trunks das Drachenradar holt, nutzt Goku Teleportation, um sich Buu in den Weg zu stellen. Mann, hey, ich glaube, ich habe das ganze Let's Play falsch genannt. Ich hätte es nicht Let's Fight nennen sollen, sondern Let's, weißt du, wieder lesen. Egal, um Buus Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Zeit zu schinden, zeigt der Buu die verschiedenen Formen der Super Saiyajin. Er transformiert in einen Super Saiyajin, dann einen zweifachen und schließlich ein noch höheres Level. Ja, meine Güte, wollte uns endlich mal den Kampf zeigen. Geht doch. Meine Fresse, okay, ja, die Fusion ist irgendwie trainieren und da
Da ist schon Goku dabei, sich zum dreifachen Super Saiyan zu verwandeln. Ladevorgang wie immer, Kapsel abballern. Oh, schon weg. Komm schon, wieso gibt es eigentlich dafür keine extra Punkte? Schon ein bisschen fies, oder? Ja, okay, die ganze Transformation haben wir jetzt leider nicht gesehen, was ich ein bisschen schade finde, aber egal. Ja, wenn Bu keine Furcht kennt, woher will er denn wissen, dass Goku furchteinflößend aussieht? Das gibt für mich keinen Sinn. Was soll's? Goku natürlich wieder mal voll gut drauf und schnell und einfach nur Affe mega hammergeil. Bu hat überhaupt keine Chance, er wird richtig durchgebettelt. So war es im Anime und im Manga auch. Mann, ey, ich bin gerade dabei. Kannst du mal aufhören damit? Dämliches Vieh, ey. Was bist du überhaupt, hä? Wieder Kaugummi-Dämon oder was? Na, warte. Du hast doch das letzte Mal so aufgeplustert. Ich schick dich gegen Boden. Voll in die Schnauze. Das müsste eigentlich wehtun, aber bei so viel Fett natürlich nicht. So, jetzt reicht's aber. Kampfbooster. Wow, voll von hinten. Der war geil, wa? Ich greife von vorne an, aber schlage ihn von hinten. Erinnert mich ein bisschen an den Kampf zwischen Raditz gegen Goku und Piccolo. Welche Folge war das? Ich glaube Folge 5 oder so. Da war Raditz ja auch so unglaublich schnell, so plötzlich hinter ihm stand, obwohl er von vorne angegriffen hat. Das war beinhart, ey. Ich hab keine Chance! Das tut doch weh! Das erst recht! Okay, links. Ja! Richtig getippt. Super! Kamehameha! Und Ha! Wow! Ja, so würde ich etwa. Das würde ich auch sagen, ey. Das denn auch. Was? Da kommt noch mal eine Attacke! Nee, oder? Kann ich. Kann nicht, wa? Nö, kann nichts machen. Scheiße. Pass mir also nicht drauf. Goku! Halt durch! Oh, gar nicht mal so übel. Ja, also, was? Siegverlangen ist 100%! Alter Falter. Bu hatte überhaupt keine Chance. Ja, was ich noch sagen wollte, also der Hintergrund war ja auch ein bisschen verwirrend. Weil das sah ja aus nach Gottes Versteck, aber die waren da gar nie. Die haben da irgendwie über dem offenen Meer gekämpft, also kurz vor der westlichen Hauptstadt, also. Was der Quatsch da sollte, okay, Goku kann sich jetzt auch in den dreifachen Super Saiyan verwandeln, das ist sehr nice. Dann geht's weiter wieder mal, ja natürlich, oh, ich das hasse, hey. Goku verschwindet vor Bu's Augen. Bu tötet Babidi, nachdem er von ihm getaddelt wurde. Bu, der jetzt von niemandem mehr zurückgehalten wird, fängt mit der Auslöschung von Menschen und der Zerstörung von Städten an. Ah nee. Bu hat aber auch überhaupt keine Erziehung genossen, wa? In der Zwischenzeit erfährt Goku, dass er nur noch 30 Minuten Zeit auf der Erde hat. Schnell startet er die Lektionen zur Fusion für die Jungen. Ja, weil das liegt daran, dass er, also Goku hatte ursprünglich noch 24 Stunden Zeit auf der Erde. Da er tot war, so, Moment, wer war's? Der ist der Unterwelt hat ihm 24 Stunden dafür gegeben, aber dadurch, dass er sich in den dreifachen Super Saiyan verwandelt hat, hat er viel zu viel Energie eingebüßt und dadurch wurde die Zeit verringert. Nach Ablauf der Zeit kehrt Goku ins Jenseits zurück. Er findet heraus, dass Gohan irgendwo noch lebt und versucht, sein Ki aufzuspüren. Er findet Gohans Ki und teleportiert in Kaijins Welt. Dort wird er mit Gohan wieder vereint. Das Z-Schwert wird im Training von Gohan zerbrochen, was den Rukaushin befreit, der darin gefangen war. Durch die Fähigkeiten des Rukaushin kann Gohan eine Stärke entfesseln, die seine natürlichen Grenzen bei weitem übertrifft.
Ja, ich glaube, ich habe das gerade falsch ausgesprochen, wa? Von wegen Kaioshin und so. Also eigentlich ist einfach der Kaioshin von vor 15 Generationen damit gemeint. Ihr wisst schon, dieser alte Sack da. Im Tempel ist die Fusion nach 2 Fehlversuchen schließlich erfolgreich. Gotenks wird geboren. Nach nur 2 Tagen der Angriffe durch Majin Buu sind etwa 80% der Städte und Bevölkerung der Erde vernichtet. Mit der Last der letzten Hoffnung für die Menschheit auf den Schultern erhebt sich Mr. Satan, um Majin Buu zu besiegen. Mr. Satans Strategie, Buu mit Schmeicheleien zu besiegen, waren völlig ineffektiv, da die beiden entwickeln eine Beziehung zueinander. Zu dieser Zeit hängt Buu sehr an einem Hund, der jeder von 2 herzlosen Männern erschossen wird. Mr. Satan wird darüber zornig und erledigt die beiden Männer, doch in einem unachtsamen Moment wird er selbst erschossen. Durch Buus Kräfte werden sowohl der Hund als auch Mr. Satan wiederbelebt, doch gleichzeitig geschieht etwas Seltsames mit Buu. Ja, denn auch ein Wesen wie Buu hat sowohl eine gute als auch eine dunkle Seite. Durch den unbeschreiblichen Zorn in seinem Innern wächst die Bosheit in ihm und bricht als zweiter Majin Buu aus ihm heraus. Der zudem auch noch die meiste Stärke des ursprünglichen Buus in sich gezogen hat, könnte man sagen. Ein Kampf zwischen beiden Buus entbrennt, doch der ursprüngliche Majin Buu wird von dem neuen Majin Buu gefressen. Buus Form transformiert wieder und er kann nun Ki spüren. Buu bricht auch zum Tempel. Ja, und jetzt ist er noch bösartiger, jetzt ist er auch noch größer, nicht mehr so fett und so und es ist einfach nur noch scheiße. Ja, mit Satan, wie er mit Buu und dem Hund spielt und das ist der neue Buu. Man könnte fast sagen, der durch und durch böse Buu, aber so ganz stimmt das noch nicht. Weil der wirklich durch und durch böse Buu, der kommt erst noch. Der ursprüngliche. Das Schrecken. Was, wir spielen Buu? Ach du Scheiße, muss das sein? Na okay. Also bitte die Kurzstrecken sie auch. Ach, meine Güte. Wieso? Nein, schon wieder. Buu kommt zum Tempel und verlangt den versprochenen Gegner zu sehen. Wisst ihr was, da habe ich keinen Bock mehr. Das ist eine Scheiße, hey. Lass mich an, es kommt zum Kampf gegen Super Saiyajin Gotenks, genau, gut. Diese dämlichen Texte, hey, also wirklich. Also das haben die Entwickler wirklich scheiße gelöst, muss ich wirklich so sagen. Also, wieso überhaupt? Eine ganze Story hätte man doch auch mit Cutscenes so viel besser lösen können, nicht einfach so, ja, so beschissen zu machen. Oh, ich muss mich korrigieren. Es ist der dreifache Super Saiyajin Gotenks. Okay, von mir aus, wie stark ist Buu? Wow, der greift er gleich an. Ah, ich bin hier, du triffst mich nicht, lalalala. Okay, ich habe nichts gesagt. Scheiße. Ja. Und da sagt man doch immer, dass nur zweifache Super Saiyajins arrogant sein. Das kann ich immer widerlegen. Auch die dreifachen Super Saiyajins sind nicht viel besser. Was, Trottel? Seine Strahlenattacke heißt wirklich Trottel? Okay. Obwohl, 5380, das ist kaum was. Also bitte Super Buu, also dafür, dass du eigentlich so bösartig und stark bist, hast du relativ wenig auf dem Kasten. Mann ey! Ich war zuerst! Scheiße! Aha, Pech gehabt! Ey! Hä? Der hat nach vorne getreten und ich stand hinter ihm! Geht doch. Oh, wieder mal zu früh. Natürlich ist auch immer die Geschwindigkeit des Pegels unterschiedlich und ist einfach nur scheiße. Ist einfach nur scheiße. Ich gehe ja drauf, Ich will doch nicht drauf gehen. Kann ich auch nichts machen. So, jetzt reicht's aber endgültig. Kampfbooster! Du, tschüss. Ich hab die Schnauze von dir, Super Buu, ich will dich nicht mehr sehen. Du bist mir zu bösartig, zu hässlich und einfach zu pink. Oder rosa? Ist mir gerade egal. Ist mir sowas von egal. Gotenks, hau rein! Und Buu kann nichts weiteres tun, als die Treffer einzustecken und zu hoffen, dass er irgendwann doch noch einen Treffer landen kann und daneben. Das war's mit Super Buu. Jetzt bist du dran, jetzt bist du sowas von dran, ey. Jetzt müsste eigentlich die Super Ghost Kamikaze Attacke. Nö, natürlich nicht. Oh. Das ist mal ein Fehl.
Was? Stirb Raketensalve. Naja, ist klar. Also eigentlich müsste er kontern können. Er steckt Treffer einfach ein. Naja, wenn er meint. Scheiße. Ja, das würde ich auch sagen, Bu. Ich bin zuerst. Hey, ich war zuerst. Du Arsch. Du. Und ich hab kein Ki mehr. Mann, wieso immer auf die Kleinen? Nur weil ich eine Punkerfessur hab, das kann's doch wohl nicht sein. Jetzt wird ich eine Weile Kopfschmerzen haben. Alter, scheiße, das hat getan. Mystische Ballattacke. Abfangen? Abfangen! Yes! Button Smashing! Ja, so geht das. Ja. Ja. Scheiße. Oh, immer noch 50-50. Ich hasse das Kampfsystem. Natürlich. Du. Mann, man schlägt keine kleinen Kinder. Dämlich hat Dämon, ey. Hey, ich bin doch ausgewichen. Du, nicht schon wieder. Das ist nicht schon wieder. Okay, ich bin ziemlich am Arsch. Nee, ich hab zu wenig, scheiße. Ich kann nicht kontern, ich kann nur die Treffer einstecken. Oh, verdammt, ja, das musste er kommen. Ja, du bist auch ein riesen Trottel, ey. Oh, ich kann nichts tun. Michael, mach was. Was denn? Vielen Dank auch. Ja, schon gut. Was, nicht schon wieder? Leute, kann nichts machen. Seht ihr, ich hab so wenig Energie. Okay, ich werde verlieren. Das ist sowas von klein, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Mann, Grundtanks, was machst du da? Schlag deine Energie auf, Mensch! Es ist vorbei. Ich hab verloren. Gegen den Obertrottelbu. Oh, shit. Im nächsten Part geht's weiter. Ciao zusammen.